Geschichte vom Rotschürzli von Linda Weidmann. Kapitel 3. Und das letzte Mal bei Rotschürzli. Das ist ja ein ganzer Saal voll. Heilige Maria, da brauchen wir Ewigkeiten. Und dann musst du... Oho, ja, sehr gern, Meister. Genau so machen wir am Pantalone de Garus. In der Zwischenzeit, in der Biblioteca Nazionale Marichiana, haben Colombina und Dottore ein paar kleine Schwierigkeiten beim Aufräumen und Suchen. Dottore! Ehrlich, konzentrieren Sie sich endlich und hören Sie auf, mir ständig auf den Po zu schauen. Ich bitte um Verzeihung, Colombina. Es ist nur, deine Schönheit übertrifft alles auf der ganzen Welt. Herrgott Sakrament nochmal! So kommen wir ja nie vorwärts. Harlequino hat sich mal wieder nichts überlegt, als er mich zum Helfen geschickt hat. Nun, wenn du vielleicht etwas anhättest, das deine Kurven weniger betonen würde, könnte ich mich vielleicht etwas besser konzentrieren, meine Liebe. Ach, jetzt soll's auf einmal meine Schuld sein? Nun, ja, nein. Normalerweise stört es mich auch nicht. Aber ich muss zugeben, es fällt mir gerade sehr schwer, meine Prostata unter Kontrolle zu halten. Typisch Männer. Colombina verdrehte dabei die Augen. In diesem Moment kam ihr eine geniale Idee. Sie huschte hinter ein Regal, denn sie war vor einigen Minuten beim Aufräumen über eine Kiste mit Kleidern gestoßen. Es tut mir leid, Colombina. Ich konzentriere mich ja auch. Bitte geh nicht weg. Ohne dich schaffe ich das nicht. Dottore wollte Colombina hinterherlaufen. Bleiben Sie schön dort, wo Sie sind. Ich habe eine Idee. Ich komme gerade wieder. Ich ziehe mich nur schnell um. Hohoho, soll ich dir dabei zur Hand gehen? Dottore. Ach, das war doch nur Spaß, meine Liebe. Colombina packte sich ein Kleidungsstück und dachte sich, so, wenn das nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht weiter. Nach einer kurzen Weile trat Colombina hinter dem Regal hervor. Na, was meinen Sie? So besser? Heilige Maria! Viel besser! Hervorragend! Auf an die Arbeit, Colombina! Nach 3 Stunden harter Aufräumerei und einiger 100 Bücher und Pergamentrollen war Colombina erschöpft auf einem Haufen Bücher eingeschlafen. Endlich! Ich hab's! Was? Wirklich? Zeigen Sie mal. Sino, Colombina! Pantalone leidet an der sehr seltenen Monedaoya. Monedaoya. Was soll das denn sein? Eine sehr seltene Krankheit, die für hohes Fieber, Schüttelfrost und eine Dukatenallergie sorgt. Und hier stehen auch die Zutaten für das Gegenmittel. Dino betrat den Saal mit einer großen Kanne Kaffee. Dottore, Colombina, ich habe Kaffee für Colombina, wie siehst denn du aus? Dino starrte entsetzt Colombina an, die vor ihm in einem Nonnengewand stand. Sag mir bitte nicht, du hast dich über Nacht... Nein. Es ist die einzige Möglichkeit, wie der Dottore konzentriert hat arbeiten. Das leuchtet sogar ein. Dino stellte das Tablett mit der Kaffeekanne und den Tassen auf den Tisch, an dem Dottore arbeitete. Dino, mein Freund,
Du kommst ja wie gerufen. Sieh dir das mal an. Dino schaute in das Buch. Oh. Moneta. Oh ja. Oh, die Zutaten haben wir ja sogar alle unten im Labor. Die Bibliotheka hat sogar ein Labor? Eigentlich dürfte das ja niemand wissen. Aber das ja Notfall ist, es hat eins. Oh, dürfte ich das kurz ausleihen? Natürlich. Columbina, Pantalone ist gerettet. Das ist ja super. Dottore, mache mir grad das Heilmittel. Meine Liebe, du hast für heute wahrlich mehr als genug getan. Die Bibliotheka funkelt schöner als je zuvor. Ruh dich lieber etwas aus. Aber Irgendjemand muss ja morgen fit sein und Pantalone das Gegenmittel nach Hause bringen, meine Liebe. also gut. Gute Nacht. Buonanotte, bella Colombina. Dino führte Dottore in die Mitte des großen Saales. Bitte, bleiben Sie da stehen. Dottore blieb stehen, wie ihm angewiesen wurde. Dino ging zum Bibliothekartisch, auf dem sich ein Totenschädel befand. Diesen hob Dino an. Oh, was geschieht hier? Die Steinplatte vor Dottore öffnete sich und gab eine Wendeltreppe frei, die tief unter die Erde hineinführte. Dottore blieb vor lauter Staunen der Mund offen. Da staunen Sie, nicht schlecht, was? So etwas muss ich in meiner Behausung haben. Der Architekt ist leider schon seit vor 100 Jahren gestorben. Dino nahm eine Öllampe und führte Dottore die Treppe hinunter in das Labor. Ein Raum mit vieler geordneter Kräuter, seltsamer Einmachgläser mit Augen und einzelnen Körpergliedern sammelten sich in den verstaubten Regalen. Entschuldigen Sie, es ist schon lange nicht geputzt worden. Ich sehe schon. Dieser Ort hat eine gewisse Ähnlichkeit zu Signore Frankensteinos Labor. Sehr staubig. Ja, das hören wir oft. Nun gut, lass uns beginnen und Leben erschaffen. Ja, für was hältst du mich denn bitte? Wir machen natürlich zuerst das Gegenmittel. Sollte Pantalone es aber doch nicht schaffen, wäre es natürlich von Vorteil, wir könnten ihn wieder zum Leben erwecken. Heilige Maria. Ende von Kapitel 3. Geschichte vom Rotschürzli von Linda Weidmann. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Grazie mille for watching the lesson. Please subscribe.